Foto da und auf die Biege über, genau. Und das ist der Fasnacht. Und dann haben wir da die Ferienfotos da rein. Die kommen. Wer ist denn das schon wieder? Das ist ja der Onkel Toni. Der Fasnacht. Verkleidet als Scheich. Lustig. Ihn hätte ich jetzt wirklich fast nicht mehr können. Der Onkel. Alle zusammen. Ja, ich probiere da gerade ein bisschen Ordnung in meiner Fotosammlung zu machen. Meine Schwester Clara hat mir einen ganzen Haufen Fotos geschickt von früher. Und jetzt habe ich da gerade den Onkel Toni gefunden. Also ich meine natürlich ein Foto vom Onkel Toni. Ich und meine Schwester Clara haben den Onkel Toni sehr gern gehabt. Clara hat immer behauptet, dass sie den Onkel Toni viel lieber hat als ich. Sie hat dann die Arme ausgestreckt und gezeigt, wie gern dass sie den Onkel Toni hat. So fest gern habe ich ihn, hat sie gezeigt. Ich habe meine Arme auch ausgestreckt und gezeigt, wie fest dass ich den Onkel Toni gern habe. Aber ich bin jünger und kleiner als Clara. Und meine Arme haben nicht so weit gezeigt wie der Clara ihre. Das hat mich auch so aufgeregt. Es hat dann immer ausgesehen, als hätte Clara den Onkel Toni viel lieber als ich. Dabei hat sie ihn nur wegen dem Geld lieber gehabt. Ehrlich. Und ich habe ihn auch sonst gern gehabt. Wirklich. Immer, wenn wir den Onkel Toni gesehen haben, hat er uns einen Franken gegeben. Einen für Clara und einen für mich. Das hat mir gefallen. Wir haben immer gleich viel bekommen und es war gleich, wer als die Arme weit ausstrecken konnte. Mit dem Franken haben wir immer ein Glacé gekauft. Wir haben immer auf den Onkel Toni gelangt. Jeden Tag haben wir die Mami gefragt, «Mami, wann kommt endlich der Onkel Toni?» Er ist eben nur einmal in der Woche gekommen. Einmal hat die Mami gesagt, «Ich sehe den Onkel Toni bald jeden Tag. Er hat eine Wohnung im 5. Stock gemietet.» Hei, haben wir uns gefreut. Beim Zügeln haben wir dem Onkel Toni natürlich geholfen. Er war Student und hatte wahnsinnig viele Bücher gehabt. Und nach dem Zügeln hat er uns wieder einen Franken gegeben. Wir waren total aus dem Häuschen, dass der Onkel Toni jetzt bei uns wohnt. Wir konnten die ganze Nacht nicht schlafen. So aufgeregt waren wir. Gerade nach dem Morgen sind wir zu ihm im 5. Stock hochgerannt. «Guten Morgen, Onkel Toni!» haben wir im Chor gesagt. Er hat gelacht und hat uns einen Franken gegeben. Wir sind schnell ein Glacé kaufen. Der nächste Morgen war ein Samstag. Wir sind wieder zum Onkel Toni rauf und haben wieder «Guten Morgen, Onkel Toni!» gesagt, aber der Onkel Toni hat nicht gelacht. «Ja, ich habe heute kein Geld», hat er gesagt. Ich und Clara sind ganz enttäuscht wieder runter in unsere Wohnung. Plötzlich hat Clara gesagt, «Weisst du was? Ich nehme das Geld aus meinem Kessel.» «Ich auch», habe ich gesagt. Wir haben unsere Kessel, wo wir Sackgeld drin gespart haben, aufgemacht, haben das Geld genommen und sind wieder rauf zum Onkel Toni. Was wollt ihr?» hat der Onkel Toni gefragt. «Nichts», haben wir gesagt und haben dem Onkel Toni das Geld angestreckt. «Da, das ist für dich. Das sind ein Haufen Franken, mit dem kannst du etwas kaufen.» Und schnell sind wir wieder die Stegen runtergerannt. Der Onkel Toni hat später dann geheiratet. Eine Studentin. Am Anfang war sie ganz dünn. Dann ist sie immer dicker und dicker geworden. Ich und meine Schwester Clara haben uns richtig Sorgen gemacht wegen dem Onkel Toni. Wir haben gedacht, ja, wenn die noch dicker wird, dann hat der Onkel Toni gar keinen Platz mehr im Bett. «Ja, sie muss abnehmen», hat Clara gesagt. «Der Onkel Toni muss das Essen vorher verstecken.» Einmal haben wir gehört, wie Mami und Papi sagt, «Heute Nachmittag kommt eine Sendung im Fernsehen, wie man in 2 Wochen 3 Kilo abnehmen kann. Das muss ich unbedingt schauen.» Ich und Clara sind sofort zum Onkel Toni gerannt. «Onkel Toni!» haben wir gerufen. «Heute kommt eine Sendung im Fernsehen, wie man abnehmen kann. Das musst du unbedingt deiner Frau sagen.» «Warum?» hat der Onkel Toni gefragt. «Ja, sie ist zu dick. Sie ist die dickste Frau im ganzen Quartier.» Der Onkel Toni hat gelacht. «Das ist, weil sie ein Baby im Bauch hat.» Was für ein Baby?» haben wir gefragt.
und sind überhaupt nicht rausgekommen. Ja, unser Baby, ihres Baby und mein Baby, hat der Onkel Toni gesagt. Ja, und was macht denn das Baby im Bauch? Wollte ich wissen. Ja, es schläft, hat der Onkel Toni erklärt. Es schläft und wächst, aber bald kommt es auf die Welt und dann ist meine Frau wieder dünn. Ich und meine Schwester Clara sind ganz baff gsi. So etwas. Ein Baby im Bauch. Wir haben abgemacht, dass wir niemandem davon erzählen. Die anderen haben ja keine Ahnung, warum am Onkel Toni seine Frau so dick ist. Haben wir gedacht. Wahnsinn! Am Nachmittag hat das Telefon geläutet. Der Onkel Toni war dran. Er wollte Mami ans Telefon wollen. Ja, sie ist nicht da, hat Clara gesagt. Sie ist den ganzen Tag weg. Bevor ich etwas fragen konnte, hat er ins Telefon gerufen, das Baby ist da. Es ist ein Mädchen, es heisst Susanne und ist 4 Kilo schwer. Ich und meine Schwester Clara haben gejubelt. Clara ist gerade in die Küche und hat 2 Liter Milch auf die Küchenwaage gelegt. Dann noch ein paar Herdöpfel und ihr grosses Baby Heidi und noch ein paar Rüebli. Dann endlich hat die Waage 4 Kilo angegeben. «Siehst du», hat Clara gesagt, «so schwer ist das Baby vom Onkel Toni.» Sie hat alles in eine Tasche da und wir haben die Tasche durch die ganze Wohnung geschleppt. Wir wollten testen, ob wir das Baby tragen könnten, wenn es dann daheim ist. Nach einer halben Stunde habe ich nicht mehr mögen. «Hey, bist du sicher, dass das schwere Baby im Bauch war?» habe ich Clara gefragt. «Klar, das weiss doch jeder», hat sie gesagt. Sie hat so da, als hätte sie das schon immer gewusst. Dabei hat sie es erst gewusst, was der Onkel Toni uns gesagt hat. «Das weiss gar nicht jeder», habe ich gesagt. «Flora weiss es nämlich nicht.» Flora war unsere Nachbarin. Ich habe sie einmal gefragt, woher das Baby kommt. Da ist sie ganz rot geworden. Sie hat es nicht gewusst. Sie hat gesagt, «Ja, Baby kann man im Laden kaufen.» Clara hat mir das nicht glauben, als ich ihr das erzählt habe. «Ehrenwort, wir können sie ja fragen», habe ich vorgeschlagen. Und so sind wir dann zu der Nachbarin läuten. «Guten Tag, Flora», hat Clara ganz unschuldig gesagt. «Wir wollen dich etwas fragen.» «Was?» «Flora, woher kommen die Kinder?» «Kind, ja», hat Flora gestottert. «Das Mami wird es euch erklären. Ich muss jetzt putzen.» Sie ist ganz rot angelaufen. «Ja, ich habe ihr gesagt», habe ich gesagt und auf Clara gezeigt, «dass man Baby im Laden kaufen kann, aber Clara glaubt mir's nicht.» «Ja, aber das stimmt», hat Flora gesagt. «Sie liegen dort im Gestell und jeder, der ein Baby will, kann eins aussuchen.» Clara hat wieder ihr unschuldiges Gesicht gemacht und gesagt, «Aber gell, es gibt auch ein paar, die im Garten wachsen, wie Kopfsalat, und sie sind in ihren Windeln eingewickelt.» Flora hat sie verdutzt angeschaut. Ja, das gibt's auch, ja. Ein paar wachsen, ja, wie Kopfsalat im Garten.» «Das gibt's gar nicht, hat Clara plötzlich gerufen. «Sie wachsen nicht im Garten, sie wachsen im Bauch der Mutter. Genauso wie das Baby vom Onkel Toni. Seine Frau hat dort ein kleines Mädchen bekommen. 4 Kilo schwer ist es.» Flora hat gar nichts gesagt. Und wir haben sie dann in Ruhe gelassen, damit sie sich erholen kann. «Ja, es ist nicht einfach», hat Clara geseufzt, wenn man mit 50 plötzlich muss erfahren, wie Kinder auf die Welt kommen. Nach einer Woche ist dem Onkel Toni seine Frau heimgekommen. Sie war tatsächlich wieder dünner. Und der Onkel Toni ist stolz mit seinem Töchterli rumgelaufen, wie wenn sie in seinem Bauch gewachsen wäre.